Heute schauen wir den Zeitplan des Reich Gottes an. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Wir kennen den Charakter Gottes durch die Bibel. Er ist gut, er ist treu. Und das macht es irgendwo einfach, ihm zu vertrauen. Aber wenn es zum Timing kommt, wie Gott Dinge gestaltet und wann er Dinge tut und wann er eingreift und wann er eben nichts macht, das ist für die meisten Menschen ein Mysterium. Und wir werden jetzt heute wirklich auch in einen Text eintauchen, der eben zeigt, dass auch schon damals für die Menschen das irgendwo ein Mysterium war. Wir tauchen ein in Lukas 17, Vers 20. Eines Tages fragten die Pharisäer Jesus: Wann wird das Reich Gottes kommen? Jesus erwiderte: Das Reich Gottes wird nicht durch sichtbare Zeichen angekündigt. Wir können also nicht sagen, es ist hier, es ist dort drüben. Das Wort, das Jesus hier braucht, ist eigentlich das Wort, man kann es nicht beobachten, observieren. Das ist das gleiche Wort, das er braucht, wie wenn man die Gestirne, Astronomie observiert und irgendwie das Gefühl hat, ja, jetzt ist diese Konstellation, das ist das Wort, das ich suche, und deshalb passiert jetzt das. Jetzt schiebt sich der Mond vor die Sonne, deshalb gibt es eine Sonnenfinsternis. Das Wort, das Jesus hier braucht, ist dasselbe wie bei der Medizin, wo man sagen kann, ja, wenn diese Symptome auftauchen, dann kann man sagen, es ist diese Krankheit. Aber Jesus sagt eben, man kann das mit dem Reich Gottes nicht so klar sagen. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Später sprach er mit seinen Jüngern nochmals darüber. Es kommt die Zeit, da werdet ihr euch danach sehnen, den Menschensohn auch nur einen Tag bei euch zu haben. Aber es wird euch nicht möglich sein. Man wird euch berichten, der Menschensohn sei zurückgekehrt und halte sich hier oder dort auf. Glaubt solchen Berichten nicht und sucht auch nicht nach ihm. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird er so offensichtlich sein wie ein Blitz, der den Himmel von einem Ende bis zum anderen erhellt. Doch zuerst muss der Menschensohn vieles erleiden und von dieser Generation abgelehnt werden. In diesem Text spricht Jesus von 3 Phasen. Das erste ist, wenn Jesus auf Erden ist. Das zweite ist die Zeit, wo er weg sein wird. Und das dritte ist der Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt. Und ich möchte euch mal so einen Zeitstrahl zeigen, um die wichtigsten Etappen oder sagen wir die wichtigsten Meilensteine vom Reich Gottes zu verstehen. Und dann, denke ich, verstehen wir auch besser am Schluss dieser Predigt hoffentlich, was jetzt dran ist. Denn es geht ums Timing von Gott. Und wenn wir nicht wissen, was wann gefordert ist, dann werden wir nicht uns einbringen können und nicht mitfiebern und nicht Teil von diesem unglaublichen, wunderbaren Ding, das Reich Gottes heißt, mitmachen können. Die erste Slide, die ich euch zeigen möchte, oder der erste Strahl, ist wirklich, als das Reich Gottes angekündigt wurde. Das Reich Gottes wurde angekündigt durch die Prophetien über Jesus, den Messias. Und eine Stelle, über die habe ich auch vor einem Monat schon gepredigt, ist wirklich, als Jesaja 700 Jahre vor dem Erscheinen Christus angekündigt hat, dass ein Retter kommen wird, dass ein Sohn geboren würde, der ein Herrscher sein wird. Und ich habe in meiner ersten Predigt zu dieser Serie darüber gesprochen, dass Jesus ein absoluter König sein wird. Er ist die Legislative. Es heißt hier in diesem Text, er wird der Wunderrat sein. Die Legislative ist in der Schweiz der Nationalrat, der Ständerat. Aber Jesus wird der Wunderrat sein. Mit wunderbaren Ideen und wunderbarer Macht, wie er wirklich auch sieht, was dem Volk dient. Er wird auch die Exekutive sein. Er wird der starke Gott sein, der ewige Vater. Und er wird eben auch der Friedensfürst sein. Die Judikative, die Rechtsprechung, der Friedensfürst. Und was es
heißt wirklich von Jesus und das war für die Leute von damals so wichtig. Es wird einer kommen, der ein Reich bringen wird, das ewig hält, das Frieden bringt. Das war das, wonach sich die damaligen Menschen unglaublich sehnten. Und so viel kann ich sagen, Jesus hat über 350 Prophetien im Alten Testament bezüglich seiner rettenden Gestalt, sei es ihm als Messias erfüllt, indem er gekommen ist. Also da war eine große Erwartung. Und als das Reich Gottes angekündigt wurde, dass die Ankündigung diente einfach dazu, dass die Leute gespannt sind, erwartungsvoll sind, Vorfreude haben. So wie Apple ankündigt, dass morgen die jährliche oder zweijährliche Worldwide Developers Conference ist. Da sagt Apple, jetzt stellen wir dann die neuen Produkte vor. Und es gibt ganz viele Freaks, die irgendwo um Mitternacht oder wenn auch dieser Event stattfindet in den Staaten, wach bleiben, um das mitzuerleben. Und wenn das Reich Gottes angekündigt wurde, dann sollte es wirklich für die Vorfreude dienen, für das Gespanntsein, dass wir nicht einfach abhängen und denken, no, es wird sowieso nicht gut, sondern wow, da kommt was. Und wenn vieles von dem, was angekündigt wurde, ist noch nicht in Erfüllung und wir dürfen in dieser Gespanntheit bleiben. Es geht weiter, der nächste wichtige Event. Das Reich Gottes wurde fassbar, als Jesus geboren wurde. Es war die Inkarnation Jesu. Gott wurde Mensch. Und da waren die Sterndeuter, die haben das gelesen in den Sternen und gesehen, dass da etwas kommen wird, ein mächtiger König. Und sie sind den Sternen gefolgt und haben dann in einem Stall oder in einem Haus kamen sie vor Jesus, haben das kleine Kind gefunden und es wurde irgendwie fassbar. Es war nicht einfach eine Theorie, es war nicht mehr nur ein Gedanke, es war nicht irgendwo eine Prophetie. Jesus wurde fassbar, das Reich Gottes wurde fassbar durch Jesus und die haben sich hingekniet und die waren einfach so überwältigt, dass sie ihn angebetet haben und ihm wunderbare Geschenke gebracht haben. Mit Jesus wurde das Reich Gottes fassbar. Die nächste wichtige Etappe vom Reich Gottes war, das Reich Gottes kam nahe durch den Dienst Jesu. Denn Jesu ging unter die Leute. Und das Reich Gottes ist eigentlich noch nicht angebrochen. Es heißt, dass die Zeit gekommen ist, das Reich Gottes ist nahe. Es ist nahe, weil der König nahe kam zu den Menschen. Weil der König von diesem Königreich wurde plötzlich erfahrbar. Er war unter den Menschen, er war mitten unter uns, heißt es. Und das ist wirklich, das war ein Geschmack. Das war wie, als würde das Reich Gottes schon ansatzweise auf die Welt kommen. Ich habe persönlich mal Barack Obama erlebt in Berlin, als er auf Kandidatschaftstour war. Und dort war eine Riesenversammlung. Und Barack Obama hat dann auch die Präsidentschaft gewonnen. Aber dieser Event, da bei der Siegessäule in Berlin, das war ein Stück weit, wie Amerika nach Berlin kam. Aber das war nur wegen Barack Obama, aber das war wie im Film, wie man es kennt. So, da waren die Scharfschützen positioniert, da musste man durch Metalldetektoren gehen, da war riesen Security-Sache, da waren Kameras, da waren Helikopter. Es war wie man es aus Hollywood kennt, nur weil Barack Obama da war. Das war nicht Amerika kommt nach Berlin, sondern es war einfach Barack Obama. Und das ist ein bisschen was passiert ist, als Jesus angefangen hat zu wirken, unter die Menschen kam. Es wurde nahbar, man hat etwas von dem gespürt, was kommen wird. Eine dritte wichtige Etappe vom Reich Gottes ist, das Reich Gottes ist angebrochen mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Ich möchte euch das lesen aus Offenbarung 1, 5-6. Jesus ist als Erster vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden und herrscht über alle Könige dieser Erde. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott, seinem Vater, dienen. Ihm gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen.
Und das Volk Israel hatte ein Riesenproblem damit, weil die erwarteten eigentlich, dass jetzt das Reich Gottes aufgerichtet wird. Aber es ist erst angebrochen. Das war jetzt noch nicht das physische, sprichwörtliche Reich, das jetzt kam und das römische Reich wegfegt. Das Ding ist, was am Kreuz passiert ist, es ist angebrochen auf einer geistlichen Ebene. Mit dem wurde es erst sichtbar in den Herzen der Menschen, die glauben. Und das ist irgendwie das Komische am Reich Gottes. Es ist wirklich schon da, es ist angebrochen. Wir sehen es noch nicht. Hallo, wo ist es? Aber es ist in den Herzen von Menschen, die das glauben und die zulassen, dass Jesus Christus Herr und König in ihrem Leben ist. Deshalb ist es angebrochen. Und wenn Jesus so Gleichnisse, wie zum Beispiel das Gleichnis vom Sauerteig, teilt mit uns Menschen, das ist ein super Beispiel von diesem angebrochenen Königreich. Es ist wie unsichtbar. Es ist nicht fassbar. Aber Mann, es tut etwas. Es bewirkt etwas. Es dringt durch. Es dringt Menschenherzen durch. Es verändert Menschenleben. Es verändert ganze Familien, weil Jesus der Herr ist und König ist. Das Reich Gottes ist angebrochen. Wunderbare Geschichte. Und was es mit uns tut, ist wirklich, wir sind irgendwie Träger von dem, weil es in unserem Herzen real wurde. Und wir sind jetzt Priester. Das heißt, wir stehen dazwischen, zwischen dem, was Gott in unserem Leben getan hat und den Menschen in unserem Umfeld. Und wir sind Vermittler von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Der nächste wichtige Event, 40 Tage später, ist die Himmelfahrt Christi. Und was da passiert ist, ich lese es euch aus Epheser, ein paar, die gelb markierten Stellen. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Christus ist in den Himmel hochgefahren vor den Augen der Jünger. Und er wurde eingesetzt. Er wurde in den Himmel genommen für die Krönung. Dass er jetzt der König der Könige ist, der Herr aller Herren. Christus ist zum jetzigen Zeitpunkt König. In dem Moment regiert er. Und er regiert vom Himmel. Er sitzt auf dem Thron. Und er bewegt Dinge, worüber wir nur staunen können. Aber dafür musste er in den Himmel. Und ich habe extra das Wort, ich weiß es gar nicht, ob es wirklich gibt, universalisiert. Weil ich wollte nicht sagen globalisiert. Weil es heißt, dass Christus Herrscher über das ganze Universum ist. Und nicht nur global. Nicht nur global. Es wurde nicht nur globalisiert. Es wurde universalisiert. Und er musste in den Himmel hoch. Das symbolische Bild, die Cloud. Er musste in die Cloud. Denn wenn er lokal gewesen wäre, wäre er nur zugriffbar gewesen für die Israeliten. Er musste in den Himmel. Denn wenn das Ding in der Cloud ist, dann haben alle Zugriff. Das kennen wir von den Computern, oder nicht? Das ist die erste Cloud, die es gegeben hat. Das Reich Gottes ist in der Cloud, damit es zugänglich ist für alle, dass seine Herrschaft in alles hineinwirken kann. Zehn Tage später war ein weiterer wichtiger Event. Und wir reden hier von Pfingsten. Und was am Pfingsten passiert ist, das Reich Gottes wurde beschleunigt. Weil jetzt kam die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ein wunderbarer Vers in Römer 15 heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfüllte euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jedes Mal, wenn im Neuen Testament eigentlich das Wort Hoffnung gebraucht wird, das ist nicht einfach so, ich hoffe, dass ich mal einen Partner finde, ich hoffe, dass ich geheilt werde, ich hoffe, dass ich einen besseren Job finde. Es ist nicht die Hoffnung. Es ist die Hoffnung, dass Jesus zurückkommt. Das war die große Hoffnung der ersten Christen.
Das war die Hoffnung, wovon Paulus schreibt. Es ist nicht einfach, dass Dinge ein bisschen besser werden, sondern wirklich die große Hoffnung ist das zweite Kommen von Jesus. Und jetzt ist es irgendwo, das Reich Gottes wurde beschleunigt, weil Jesus war weg. Aber jetzt kam der Heilige Geist und hat Menschen befähigt und hat Menschen erfüllt mit dieser Freude und diesem Frieden. Und jetzt ist jeder einzelne Christ ein Beschleuniger, der wirklich dazu hilft, dass andere Menschen davon hören und es erleben und irgendwo in das hineintauchen. Der Reformator Johannes Calvin sagte, dass es die Aufgabe der Kirche sei, das unsichtbare Reich sichtbar zu machen. Es ist unsichtbar, es ist eben immer noch im Herzen. Es ist angebrochen hier, es hat sich noch nicht aufgerichtet. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir, erfüllt durch den Heiligen Geist, Zeugen sein können, dort, wo uns Gott hingestellt hat, in unseren Familien, in unserer Arbeitswelt, in unserer Schule, in unserer Nachbarschaft. Dort wird das Reich Gottes sichtbar, weil es in unserem Herzen überströmt. In der Zeit leben wir. Ich komme nachher noch zu dem Teil zurück, weil da landen wir heute. Und dann der alles entscheidende nächste Schritt im Reich Gottes ist, wenn das Reich Gottes aufgerichtet wird. Die totale Herrschaft Christi kommt. Das ist das Ende der Welt. Jetzt, wenn wir ans Ende der Welt denken, dann denken wir immer, es geht Bach ab, es wird ein Riesenchaos und so wie es immer auch in Hollywood dargestellt wird. Nein, ist es nicht. Am Ende der Welt triumphiert der Wille Gottes. Das ist das, was passiert. Was passiert? Jesus kommt wieder, das Böse wird besiegt, die Erde wird wiederhergestellt, Gott gewinnt. Und es gibt eine Unterscheidung zwischen Menschen, die an Christus glauben und Menschen, die nichts von Christus wissen wollen. Für die eine Gruppe ist es der schönste Tag ihres Lebens. Für die anderen ist es der schlimmste Tag, der absolute Horror, der eintreffen könnte. So schwarz-weiß ist die Bibel. Und darüber predigen wir im Fall. Wir machen da nicht so, es gibt nicht 50 Shades of Grey im Reich Gottes. Es ist einfach schwarz-weiß. Jesus hat viele Gleichnisse und Endzeitpredigten gehalten, wo einfach klar wird, es gibt ein Gericht am Schluss. Da wird entschieden. Es gibt eine Hochzeit und da sind gewisse Menschen eingeladen. Und es gibt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die Öl hatten und 5 davon waren nicht vorbereitet. Es wird sich an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wird sich zeigen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Ein anderes Bild, das Jesus braucht, ist die Ernte. Da gibt es das Unkraut und es gibt den Weizen. Es wird unterschieden an dem Tag, ob du dazugehörst zum heiligen Volk oder nicht. Es ist ein Zahltag, eine Abrechnung an dem Tag, wo Gott jeden Einzelnen fragen wird, was hast du mit mir gemacht? Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe mit den Gaben? Abrechnungstag. Und es heißt hier, es wird aufgerichtet mit dem heiligen Volk. Das sind wir. Heilig heißt das Abgeschnittene, Ausgesonderte. Das sind wirklich Menschen, die jetzt zu Gott gehören. Und mit denen zusammen wird Gott regieren. Will Gott diesen Frieden auf Erden wiederherstellen. Dann wird es sichtbar. Dann ist es nicht mehr noch so schön, du glaubst an Jesus, tolle Sache. Dann sieht es einfach jeder. Dann wird es der Tag sein, wo es heißt, jeder auf der Welt wird es sehen. Es kann nicht unbemerkt sein, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist das große Ziel, das ganz am Anfang angekündigt wurde. Das ist das, was die erste Gemeinde absolut bewegt hat. Dass Jesus dann wiederkommt. In unseren Breitengraden haben wir so einen starken Fokus auf das erste Kommen von Jesu. Er ist unser Herr und Erlöser, er hat meine Schuld genommen und jetzt kann ich erlöst leben. Wirklich das, was die erste Gemeinde bewegt hat und was auch die erste Gemeinde wirklich ihr Schwung verliehen hat, war, dass sie sagen, wow, wir glauben an das Reich Gottes. Und es wird wiederhergestellt. Und das war die gute Nachricht.
Die gute Nachricht ist, dass Jesus wiederkommt, nicht, dass Jesus gestorben ist. Das war die gute Nachricht. Und wir vergessen irgendwie den zweiten Teil. Ich möchte nochmals zurück zum Predigtext gehen. Wie gesagt, er hatte 3 Teile. Es hatte so den Jesus da unter den Jüngern, den mittleren Teil Jesus weg und dann, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte nochmals auf den Teil gehen, den mittleren Teil. Da steht geschrieben, später sprach er mit seinen Jüngern noch einmal darüber. Es kommt die Zeit, da werdet ihr euch danach sehnen, den Menschensohn auch nur einen Tag bei euch zu haben. Aber es wird euch nicht möglich sein. Man wird euch berichten, der Menschensohn sei zurückgekehrt und halte sich hier oder dort auf. Glaubt solchen Berichten nicht und sucht auch nicht nach ihm. Das ist jetzt wirklich Upside-Down Kingdom. Vorher in allem, was ich euch aufgezeigt habe, es geht immer um Jesus. Immer der nächste Schritt, dass irgendwo das Reich Gottes kommt. Jesus war im Zentrum. Und jetzt sagt Jesus, es wird euch nicht möglich sein, in dieser Zeitspanne, wo ich weg bin, irgendwo mich ins Spiel zu bringen, mich zu erleben. Es ist nicht einmal möglich oder nicht einmal dran, mich zu suchen. Also mich hat es echt irritiert. Ich hoffe, es irritiert euch jetzt auch gerade ein bisschen. Es ist dieser Abschnitt, wo wir jetzt drin sind. Zwischen Pfingsten und dem Wiederkommen Christi. Und es ist schon krass, dass eigentlich in dieser matchentscheidenden Phase, wo man eigentlich denken könnte, der einzige Grund, wieso Jesus noch nicht gekommen ist, wieso sich das so hinausverzögert, ist, weil er Raum schaffen will, dass möglichst viele Menschen eine faire Chance haben, ihn als Herr und Erlöser, als liebender Gott kennenzulernen. Und viele Menschen hatten diese faire Chance noch nicht. Deshalb zögert sich das hinaus. Und man könnte doch meinen, dass irgendwie in dieser entscheidenden Phase braucht es noch mehr von Jesus. Und er sollte sich noch mehr zeigen. Aber genau, er sagt, ihr sehnt euch danach, aber ich bin nicht da. Und ich finde es noch interessant, und das ist irgendwo das Upside-Down Kingdom, dass Jesus absichtlich ein Vakuum kreiert. Eine Leere. Dass wir Menschen in dieser Zeit Christus wirklich präsent haben in unserem Herzen. Wir sind Gefäße, liebe Leute. Wir sind Gefäße. Und jeder von uns, es ist das Zeichen unserer Zeit, dass wir mit dieser Leere, mit diesem Vakuum irgendwo zurechtkommen müssen. Das meiste, was du tust in deiner Freizeit, hat damit zu tun, es irgendwie aushalten zu können. Diese Leere, das Alleine-Sein, das irgendwo nicht bemerkt zu werden, irgendwo das Sinnlose, das im Leben ist, zu füllen. Sonst wäre Netflix nicht so eine Erfolgsstory. Es ist einfach eine Ablenkung. Sonst wäre YouTube keine solche Erfolgsstory. Sonst wäre Pornografie keine Erfolgsstory. Sonst wäre irgendwo Shoppingkonsum keine Erfolgsstory, weil Menschen diese Leere füllen müssen. Man hält es nicht aus, diese Leere. Und Upside-Down Kingdom, ich verstehe es wirklich nicht, aber Gott hat sich zurückgezogen, oder Christus hat sich zurückgezogen, er ist im Himmel. Und jetzt ist die große Frage, wird er präsent bleiben in unserem Herzen, in unserem Geist? Oder fallen wir ab? Füllen wir unser Leben mit anderen Dingen? Suchen wir Erfüllung in anderen Dingen, die sogar einfacher sind, die man sieht? Es hat etwas mit Glauben zu tun. Ich möchte nochmals auf den Vers
zurückgehen, den ich vorher schon gelesen habe, Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind in dieser Zeit, wenn ihr wissen wollt, was ist jetzt dran mit dem Reich Gottes? Es ist angebrochen in unseren Herzen, es ist aber noch nicht durchgebrochen, es ist noch nicht hergerichtet. Deine Aufgabe ist, dass dein Herz voll ist und überfließt. Das ist das, wie das Reich Gottes momentan kommt und wo es ist. Und das Interessante ist, wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Aber es wäre besser, wenn du zu den 5 Jungfrauen gehören würdest, wie es in diesem Gleichnis heißt, die ihre Lampen voll hatten, die gefüllt waren, die voller Öl waren und nicht leer. Wir sollen erfüllt sein mit dem Geist Gottes, mit dem Geist Jesu. Wisst ihr, das Wort, das wir brauchen, das, was am Pfingsten passiert ist, wir reden von einer Taufe im Heiligen Geist. Jetzt das erste Mal, dass Taufe gebraucht wurde in der Bibel, das war jetzt nicht irgendwie ein geistlicher Begriff, sondern es war ein alltäglicher Begriff. Und das erste Mal, dass man einen schriftlichen Beweis hat von diesem Wort, kommt vom griechischen Poeten und Physiker Nikander. Und das ist 200 Jahre vor Christus und der hat ein Rezept geschrieben, wie man Essiggurken einlegt. Baptizo, to baptize, zu taufen. Und was man eigentlich macht, ist, diese Gürkli, die wurden zuerst gekocht in Wasser, ganz kurz, einfach damit sie weich werden. Die Wassertaufe. Schnell ins Wasser, dann wird es weich. Das ist das, was passiert, wenn wir uns taufen lassen. Wir akzeptieren die Vergebung Gottes, wir machen es sichtbar, dass Gott wieder durchdringen kann zu unserem versteinerten Herzen. Aber dann, was passiert ist, man nimmt es aus dem Wasser und man legt es in diese was ist das, Essig, Salz und Zuckermischung oder was da alles dazu gehört, damit es so gut schmeckt. Ich esse es dann alleine, keine Angst, wenn ich da, für all die Hygienetypen hier. Und das ist das Bild, das eigentlich passieren soll, dass wir drin bleiben. Nicht nur schnell hinein. Erfüllt zu sein, erfüllt zu leben. Durchdrungen zu sein, damit es überfließt. Wenn du das Essiggürkli rausnimmst und es ausdrückst, da kommt Essig raus. Es verändert die Konsistenz von dieser Gurke. Die läuft nicht ab, die hat kein Ablaufdatum plötzlich mehr. Jedenfalls nicht so schnell. Der Essig durchdringt alles von der Gurke. Und wir sind in dieser Zeit, wo wir unsere Herzen voll Christus haben sollen. Dass der Geist von Christi unsere Herzen erfüllt. Und es ist schon eigentlich eine schlimme Sache, dass viele Gemeinden, viele Christen einfach ausgelaugt sind, müde, ohne Leidenschaft. Irgendwo in einem Hamsterrad drin. Und heute ist eine Einladung, einmal mehr, dass wir verstehen, was jetzt dran ist in deinem Leben. Ich will ehrlich sein mit euch, die letzten 9 Monate für mich, ich bin auch auf dem Zahnfleisch gelaufen. Ich kam die letzten 9 Monate in den Gottesdienst und ich wäre nach der Predigt am liebsten einfach gerade nach Hause. Es war mir zu viel. Es war irgendwo, mein Herz floss nicht über. Und
Anfang Jahr ist da wieder etwas passiert. Und das war in einer Gebetszeit, also mit dem nationalen Vorstand der Bewegung Plus. Und da betete ein Welscher mit einem wunderbaren französischen Akzent. Und es war wirklich erotisch, wie er gebetet hat. Ach Herr, wir lieben dich. Und das hat mich so getroffen. Da wurde etwas angesteckt wieder in mir. Und das war während unserer Fasten- und Gebetszeit. Und ich habe angefangen, wieder Liebeslieder zum Herrn zu singen. Und ich bin wieder eingetaucht zu ihm. Und für mich war wirklich der Durchbruch an der Ministry-Konferenz vor ein paar Wochen, wo irgendwie wieder, ich kann wieder schnaufen. Es ist wieder etwas, wow, ich habe das Gefühl wieder voll. Ich bin eine ganze Woche jetzt um 5 Uhr morgens aufgestanden. Ich habe die Energie, den Herrn zu suchen, zu schreiben, zu hören. Es ist wieder voll. Ich glaube, ich bin wieder ready für das, was Gott tun will. Preise Gott dafür. Wenn die Band nach vorne kommen kann. Wisst ihr, es ist der Schlüssel für diese Zeit, bis Jesus wiederkommt, dass unser Herz überfließt. So kommt das Reich Gottes. Das ist der Plan von Jesu. Er zählt auf dich, dass du überfließt. Dass du irgendwo bei ihm bist und dass es übersprudelt. Und das führt zur Beschleunigung des Reich Gottes. Es wird verlangsamt, wenn du nicht voll bist. Ich lade euch ein, aufzustehen. Vielleicht einfach, während alle Augen geschlossen sind. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Vielleicht bist du an einem Ort, wo es Routine geworden ist. Wo das Feuer fehlt. Wo du das Gefühl hast, du hast schon zu wenig Kraft, um eigentlich nur dein Leben zu leben. Du bist erschöpft. Du fühlst dich schwach. Du fühlst dich ausgedrückt. Ich hoffe, dass diese Predigt dir Vision gibt, was jetzt dran ist. Ich habe auch nicht erwartet, dass es in diesem Gottesdienst passiert und bam, ist alles wieder gut. Nein. Wir wollen einen Moment kreieren, jetzt in der Gegenwart Gottes, wo wir bei ihm sind und das aufsaugen und unser Herz füllen und einfach sein dürfen. Aber es muss eine Vision sein. Es muss dein Jahresziel sein. Es muss dein Monatsziel sein. Es muss eigentlich dein Tagesziel sein. Ein volles Gefäß zu sein. Raum zu schaffen, wo du bei ihm bist. Denn das Reich Gottes ist die wichtigste Sache in unserem Leben als Christen. Es ist das Erste, was Jesus auf der Agenda hat. Es wurde vor längster Zeit geplant und es gibt diesen D-Day, Decision Day im Reich Gottes, wo alles zusammenkommt. Und du bist gefordert. Du bist nicht einfach nur ein Gemeindeglied, das ein bisschen mitläuft und in eine Kleingruppe geht, in den Gottesdienst geht. Du musst ein volles Gefäß sein. Dein Herz soll übersprudeln. Das ist unser Auftrag jetzt. Ich möchte einfach, dass du mit geschlossenen Augen siehst, im Glauben davon träumst, wie du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, vielleicht wieder in deinem Leben an den Punkt kommst, wo du überfließt. An Liebe für Jesus, an Dankbarkeit.
mit Gedanken und Ideen, wie du Jesus groß machen könntest. Herr, ich danke dir, dass du dieses Vakuum hinterlassen hast in unserem Leben, das nur mit dir gefüllt werden kann. Und als erstes möchten wir Buße tun, dort, wo wir andere Dinge gesucht haben. Äußere Dinge, die diese Leere, dieses Vakuum in unserem Herzen füllen sollten. Sei es Erfolg, sei es Genugtuung, sei es Unterhaltung, was es auch immer ist. Es tut uns leid. Dieser Platz, diese Leere soll nur von dir gefüllt werden. Und Herr, es ist unsere Sehnsucht, dich zu finden, dir diesen Raum zu geben. Wir werden einfach einen Moment in der Gegenwart Gottes sein. Ein bisschen singen. Aber es ist mehr als ein Lieder singen. Ich will, dass du siehst, dass dein Herz voll wird. Voll Jesus. Dass es überfließt von Begeisterung und Dankbarkeit und Liebe für diesen wunderbaren König, der uns geschenkt wurde. Halleluja. Mein Herz ganz neu, wirk du unter uns, wie es sonst niemand kann. Heilige Geist,